Hallo meine Liebsten, herzlich willkommen zurück hier bei Eat Platt Love. Ich bin die Lisa und Tahopen lehrt wie Plattdeutsch. Beziehungsweise Hüt mockt wie Geburtstagskarten schrieben. Und zwar Geburtstagskarten auf Plattdeutsch und noch im Baukastenprinzip. Quasi, ich gebe schon den Anfang, ich gebe schon einen Mittelteil und einen Schluss und ihr könnt ganz persönlich dann schauen Geburtstagskarten für schauen nächsten auf Plattdeutsch schreiben. Einmal kurz auf Hochdeutsch. Hallo meine Liebste, herzlich willkommen bei Eat Platt Love. Ich bin die Lisa und zusammen lernen wir hier Plattdeutsch. Beziehungsweise lernen wir heute Geburtstagskarten zu schreiben. Und damit das keine 0815 Geburtstagskarte wird, wie hier schreibt das, zeige ich euch ein Baukastenprinzip. Quasi ein Tutorial, um deine persönliche Geburtstagskarte für deine Liebsten zu schreiben. Ich gebe euch einen Anfang, Mittelteil, dann noch ein bisschen was Persönliches und einen Abschied, dass ihr dann zusammenwürfeln könnt, ergänzen könnt. Ich helfe euch gerne. Schreibt mir einfach in die Kommentare oder bei Instagram, falls ihr noch Texte braucht oder Vokabeln braucht. Genau, dann was gibt es sonst Schöneres als Geburtstagskarten? Genau. Warum sollten wir denn eigentlich Geburtstagskarten schreiben? Ich finde, dass gerade Geburtstagskarten und gerade was Handschreiben, nicht gerade diese Tiet, den man sich nehmen darf, um sich hinzusetzen und einfach eine Kurtentau schreiben, das ist so wertvoll. Und gerade in der Tiet, nur wo man ja sich nicht richtig drehen darf, wo man keinen so richtig mal in den Arm nehmen darf, da sind Kurten ein so schönes Zeichen auch für Verbundenheit oder einfach, ich denke an die. Und gerade dann auch Plattdeutsch, wo Plattdeutsch nochmal so ein bisschen mehr Familie, Heimat und auch das Gefühl von Vertrauen und so und ja, von Geborgenheit auch so ein bisschen wecken deit, ist es nochmal schöner, denn eine Kurten auf Plattdeutsch schrieben. Und ich weiß, auch platt schreiben ist immer nicht ganz so einfach, weil das mit der Grammatik nie so richtig festgelegt worden ist und es gibt viele Innerarten vom Plattdeutsch. Ich mag das noch besten wählen und gewählten, noch den nordniedersächsischen Plattdeutsch. Und ich frage mich aber darüber, wenn Jimmy in die Kommentare schreiben dauert, wie G das vielleicht singen wird, was Jau noch fehlen dauert. Also ich frage mich, ob den Utusch mit Jau damit wie Hopen platt Wettertown Obblöin bringen dauert. Ja, und fangt wie an mit dem schönen Baukastensystem für die perfekte Geburtstagskurten für all Jaun Liebsten oder Jaun Arbeitskollegen oder Jaun bekannten Freunden. Einmal alles wird dazu geben, deit und was zu Geburtstag hat. Zuallererst möchten wir natürlich das Geburtstagskind begrüßen. Also, wir bucht erstmal einen Anfang und du habe ich entweder einmal einen allgemeinen Anfang mit Levet Geburtstagskind oder Leve Marie, Leve Klaus. Da kann man sich dann den Namen insetzen. Das ist relativ allgemein. Wenn das aber die Familie ist, dann sowas wie Leve Mutter, Leve Oma, Leve Großmama. Von den ganzen Vokabeln rund um den Menschen um dich herum und deine Verwandten habe ich schon mal ein Video mockt. Das verlinke ich die Borben in der Infokurt. Dann mein liebste Sister oder mein liebste Sisterhart, also mein liebste Schwesterherz. Oder aber auch Brauerhart, also Bruderherz. Dann mein liebster Butcher, mein lieber Sohn. Mein liebe Marie oder mein lieber Onkel. Wenn es jetzt nicht kein Familienangehöriger ist, sondern eher so was wie ein Arbeitskollege oder ein entfernter Bekannter, dann kann man gern schreiben Leif Jubilar, Leiver Herr Meier, Leive Froh Ahrens. Oder aber auch geachtete Damen und Herren, das ist so ein bisschen das Äquivalent zu sehr geehrte oder geachtete Frau Stelter, geachtete Herr Müller. So, wenn wir den Anfang habt, könnt wie taun Mittelteil kommen. Erstmal taun die nein Lebensjahr oder tau den Ehrendach, tau den Jubeldach, tau den Freitag, tau den Geburtstag
oder tau die persönlichen Dach. Und dann die Wünsche. Wünsch ich oder wie, wenn man die Kurten mit mehreren schreiben deit, wünsch ich die eins gaue, eins lebe, dat die Dröm und Wünsch in Erfüllung geht, oder wünsch ich die viele großartige Momente. Wünsch ich die ein glückliches und gesundes neues Lebensjahr, oder teurige, neue, unvergessliche Stunden im Kreis von denen Leben. Oder, und noch mal was anderes daheim, wünsch ich die, dat alles der Erfüllung gone deit, was du dir wünscht, und wiederhin viel Erfolg ob den Lebensweg. Und nochmal eine andere Richtung ist, wünsch mir die neue Begegnung mit wundervollen Menschen oder und viel Freund im Leben. Wie wünscht die für die Zukunft viel Glück und Erfolg und Tiet für eins, was die wichtig ist. Und damit das jetzt nicht so eine 0815-Kurt wird, kommt noch ein bisschen was Persönliches dazu. Also an wen schrieb sie? Was hat er für einen Charakter? Ist er aktiv? Ist er voller Neugier? Positiv? Liebevoll? Dann wünscht oder er blieb auch im nächsten Jahr so aktiv, voller Neugier, positiv, liebevoll. Und Gott, ob die Hobbys in oder ob was dein Charakter und der Person und morgen deit. Wenn hey zum Beispiel oder sei gern Football spielt, dann ob dat du auch im nächsten Jahr ordentlich Tore schäten deit. Oder schmieden, wie im Handball. Wenn das Geburtstagskind eher kreativ ist, dann dass du im nächsten Jahr so wundervolle Bilder malst oder fotografierst. Ist das Geburtstagskind eher musikalisch, dann ob dat du auch im nächsten Jahr us mit die Musik glücklich machen deist. Und wenn das Geburtstagskind eher reiselustig ist, dann ob dat du auch im nächsten Jahr viele Reisen zu den meisten Orten morgen deist. Wenn da was Persönliches mit drin ist, könnt wir auch schon zu einem Schluss kommen mit blieb wiederhin so bannig hartlich und ein lebevoller Mensch. Mag us wiederhin so viel früht. Blieb so, als du bist, denn so bist du perfekt. Ich wünsch dir noch viele Wiederholungen von den 4 Dach. Ich wünsch dir noch viele erfolgreiche Jahre. Hoch schaffst du Leben. Oder ob der nächsten 20, 40 oder so viel Jahre wie hier alt worden oder sehr alt worden ist. Und ganz toll Abschied kommt dann Leve Gröt Lisa oder Hartlige Gröt Lisa. Also wenn immer ich den Kurt schrieben da. Warme Gröt in Leve Jaun und mein persönlicher Favorit von Harten. Genau, und so könnt ihr mit diesen Baukästen könnt ihr für jedes Geburtstagskind eine ganz individuelle Kurten und Platt schreiben. Okay, meine Liebsten, was sagt ihr? Es wird verschaut, wie wenn? Wenn schon was fehlen deit, wie gesagt, schreibt mir das einfach in die Kommentare oder bei Instagram eine Nachricht. Ich freue mich von Jau zu hören und zu hören, wie Jau-Karten vielleicht geworden sind. Lasst mir gerne ein Abo da. Kickt mal bei Instagram, wie ich Plattlauf vorbei. Da gibt es die tägliche Dosis Plattdeutsch verschauen. Und sonst hört wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf Schau.